Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel, also die Reaction auf die Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel in Darmstadt 98, wo ja mit Sicherheit keine kritischen Fragen kommen werden. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwas erfahren, was ein bisschen interessant ist. Ja, die Mucke kommt nicht von mir, Leute, die kommt vom FC Bayern. Leichte Tonprobleme. Aber geht jetzt los gleich. Macht euch keine Sorgen. Weiß nicht, ob die lieber gewesen wäre, Marvin Melem wäre dort nicht gefoult worden, hätte dann vielleicht eine Chance gehabt, dort auf 1:0 das 1:0 zu schießen. Ansonsten hatten wir danach eben die Situation, dass wir in dieser Überzahlsituation schon auch 2, 3 Kontersituationen dann gesehen haben, die Schnelligkeit eben nicht verteidigen konnten, so wie wir uns das dann vorgestellt haben, und sind aber trotzdem weiter im Spiel drin geblieben, weil wir uns viel vorgenommen haben, auch mit Ball. Und also Darmstadt hat es erste Halbzeit richtig gut gemacht, ja. War für mich erste Halbzeit auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Ja, mich hat es teilweise erschrocken, dass sie sogar mehr Ballbesitz hatten wie wir. Natürlich dann erstmal bedingt durch die Überzahl, logisch, aber dann auch gerade, wo es 10 gegen 10 war, war schon eine couragierte Leistung, wie man so schön sagt. Aber natürlich auch schwach von uns, muss man fairerweise auch sagen. Und ich glaube, dass wir da schon auch unsere Torchancen hatten. Gerade die 1-gegen-1 Situation von Marv Melem dann, die er nicht vollendet. Und so kam es dann, dass du halt in Unterzahl dieses Spiel dann die Halbzeit gerettet hast und nach. Ja, das stimmt. Aber wo die Unterzahl war, haben wir direkt den Schalter umgelegt, komischerweise. Da ging es auf einmal, dann haben wir aufgemacht, sind weiter rausgerückt, sind früher angelaufen. Dann ist der Schalter im Kopf anscheinend umgelegt worden. Zur Halbzeit kommt natürlich mit einem 1-2-0 dann das zu tragen, was man gesehen hat. Der Stecker wird gezogen, da ging es dann eben darum, irgendwie dieses Spiel zu beenden. Da habe ich schon auch mitgelitten mit meiner Mannschaft. Aber auch da nochmal, wir haben uns wirklich sehr gefreut hier auf dieses Spiel und sind selbstbewusst, wie ich finde, hier hingekommen und werden auch. Haben stark angefangen, gar keine Frage. Also, da gibt es Mannschaften, siehe Freiburg oder sonst was, die sich von Anfang an hinten einigeln. Ne? Gut, am Ende des Tages wird es jetzt nicht belohnt, fährst mit dem 8:0 nach Hause, aber gut, das ist dann aber auch bedingt durch die beiden roten Karten und der Unterzahl. Ne? Auch trotz der Niederlage auch selbstbewusst wieder nach Hause fahren, werden die Wunden lecken und werden dann am Freitag weiter Gas geben. Alles Gute, Thomas, für dich, DFB-Pokal und. Ihr habt ja einige Wettbewerbe, also viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Thomas, bitte. Ja, danke. Verrückte erste Halbzeit gegen einen starken Gegner. Wir waren sehr früh in Unterzahl. Was da selber schuld ist. Punkt. Muss man einfach mal so sagen. Also ich denke, Kimmich gegen Galatasaray hat man gesehen, dass er komplett überfordert war schon, ja. Und es war klar, dass Darmstadt das ja auch sieht. Ja, das dann auch versucht. Wie gesagt, vielleicht hätte Kimmich oder müsste man Kimmich halt einfach mal eine Pause gönnen. Oder stell ihn halt einfach mal auf die rechte Verteidigerposition. Ja, na klar, gegen Mainz hat das ganz gut gemacht. Gegen Bochum war es auch ganz gut. Alle anderen Spiele war es einfach richtig schlecht. Manche Spiele aber auch leicht durchwachsen. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch in einer Top-Mannschaft. Du kannst ja nicht in einer Top-Mannschaft sagen, ich habe hier einen durchwachsenen Sechser, Alter. Der gegen Mannschaften stark ist, wo er nicht angelaufen wird. Und ansonsten ist er eine Katastrophe. Also, I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht will Tuchel das aktuell so den Vereinsführenden unter die Nase reiben, dass im Winter auf jeden Fall eine Holding Six kommt. Anders kann ich mir das schon teilweise nicht mehr erklären, Alter, warum der immer noch auf dieser Position da rumgurken darf. Wir haben Probleme, uns darauf einzustellen. Dann waren wir plötzlich in Gleichzahl, dann waren wir plötzlich in Überzahl. Wir hatten Probleme, uns darauf einzustellen, darauf Antworten zu finden. Riesige Probleme, muss man fairerweise sagen. Ja?
Erst nachdem Darmstadt die zweite rote Karte hatte, hat es irgendwie Klick gemacht. Vorher war das, alto Belly, ey. Ich meine, wir reden über Darmstadt. Wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, welche Qualität Darmstadt hat. Ja, nichts gegen Darmstadt, super kämpferisch, nichts zu verlieren, super Einstellung auch mit ihren mutigen Fußball. Aber dass die uns in der ersten Halbzeit solche Probleme bereitet haben, also das muss einen schon zu denken geben. Und dann sieht man auf einmal, wenn auf der anderen Seite die Unterzahl ist, dass auf einmal können wir all das, was wir in den bisherigen Spielen nicht gesehen haben. Das ist schon sehr wild, ja, aber nochmal, hoffentlich ist das jetzt beim Spieler im Kopf und es hat Klick gemacht, sodass wir da die nächsten Spiele dran anknüpfen. In der Summe war unsere erste Halbzeit zu fehlerbehaftet, viele Abspielfehler, viele fehlerhafte Entscheidungen in Zonen, wo man es nicht haben sollte. Es war generell auch wieder das Zweikampfverhalten war wieder Katastrophe, ne? In unserem Spiel und es hat an Intensität gemangelt. Deshalb war ganz genau gut, dass dann Halbzeit war, dann konnten wir uns einmal schütteln und eine klare Ordnung festlegen. Ich denke, da wird er auch ein paar klare Worte gefunden haben, der Thomas. Weil das war in der zweiten Halbzeit von der Einstellung und so schon nochmal ein anderes Ding. Die unseren Stärken dann auch entspricht mit den 5 offensiven Positionen und dann war die Antwort war klar, wir wollten deutlich mehr Intensität im Spiel haben und wollten dann mehr oder weniger auch in Manndeckung spielen, weil wir plus einer waren in Überzahl und dann ist es natürlich haben wir viele Torchancen rausgespielt, viele Tore geschossen, ganz außergewöhnliches Spiel, starke erste Halbzeit von Darmstadt. Das hat, glaube ich, niemand kommen sehen, dass das so ausgeht. Kompliment auch an meine Mannschaft für die zweite Halbzeit und für diese Reaktion. Und weiter geht's. Aber schon wild, dass wir nach jedem Spiel immer so auf dasselbe Fazit kommen. Ne? Kompliment an die Mannschaft für diese Reaktion. Es wäre ja schön, wenn wir endlich mal dahin kommen würden, dass man nicht immer sagen muss, Kompliment für diese Reaktion. Ja? Was dann mal im Umkehrschluss bedeuten würde, dass wir mal nicht immer eine katastrophale Halbzeit haben. Ja? Ich meine, das war jetzt Darmstadt. So, da muss man jetzt auch mal, haben wir so eine Halbzeit gegen Dortmund? Ja, Halleluja. Aber ist natürlich ein anderes Spiel, da wird eine andere Motivation herrschen. Ja, aber das wird ein Spiel mit Fingerzeig. Definitiv für uns, ne? Dankeschön. Dann zu den Fragen bitte. Beginnen wir hier vorne rechts. Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, eine Frage direkt zum Comeback von Manuel Neuer. Es war sehr auffällig, dass er sich gleich in mehreren Situationen auf den Weg gemacht hat zu Ihnen an die Coaching-Zone, um sich zu besprechen. Mich würde interessieren, welche Bedeutung hat er für Sie innerhalb der Mannschaft und wie konnte dieses... Was ist das wieder für eine hohle Frage, Alter? Welche Bedeutung hat er für Sie in der Mannschaft? Junge, er ist unser langjähriger Kapitän, er hat Erfahrung für 3 Fußballerkarrieren und wenn er annähernd an sein Leistungsniveau kommt, dann ist das einfach Gold wert. Punkt. Offensichtliche Vertrauensverhältnis so schnell entstehen, nachdem er so lange... So schnell. Ja, der Tuchel ist so erst seit 2 Tagen da und der Manu auch. Also der kam aus der Verletzung direkt rein, der war auch nicht vorher an der Sebenauer, hat trainiert oder sowas, oder sich mal ausgetauscht mit Tuchel oder so. gefehlt hat. Und klar, wie haben Sie sein Comeback gesehen? Manu führte auf eine sehr inhaltliche Art und Weise. Der denkt einfach 2 Schritte vorwärts. Das merkt man in den Besprechungen, man merkt es im taktischen Training, man merkt es an seinem Coaching, wie er auch selbst in seinem Torwartspiel, wenn Sie das jeden Tag miterleben, dann sehen Sie einfach, dass er Situationen ganz früh erkennt und ganz früh coacht und auch sein eigenes Verhalten daran anpasst. Deshalb ist er auch derjenige, der wissen will, ob wir eine Systemänderung machen, ob wir die Grundordnung verändern, wie wir angreifen und verteidigen. Das war heute leider ein paar Mal nötig, weil wir von Unterzahl in Gleichzahl in Überzahl gegangen sind. Und deshalb haben wir uns da schnell ausgetauscht, weil die Nachricht dann vielleicht beim nächsten Eckball oder beim nächsten Freistoß schneller von ihm an alle durchkommt, als es von mir von der Seitenlinie ist. Und ansonsten kann ich nur das Gleiche sagen, man kann es nicht hoch genug bewerten. Man kann sich vorstellen, welches Mindset man benötigt, um nach so einer Verletzung zurückzukommen. Er war immer überzeugt davon, aber gut, das dann durchzuziehen, ich glaube, das schaffen nicht viele. Das ist eine sensationelle Leistung von ihm, von seinem gesamten Umfeld und von allen Medizinern und Behandlern, die da mitgeholfen haben. Ja, jetzt wiederhole ich alles, was du schon vor dem Spiel erzählt hast, Thomas. Ist doch gut. Kann man auch mal sagen, ja, die Frage habe ich schon vor dem Spiel beantwortet. Dafür gebührt ihm der höchste Respekt.
sensationell gut gespielt heute in der ersten Halbzeit, einmal mit der 1-gegen-1 und auch gleich eine entscheidende Aktion und freuen uns, dass er sofort zu 0 gespielt hat und wieder dabei ist. Dann hier Mitte rechts bitte, ja. Ja, Stefan Köhler vom Kicker und vom Lilienblock. Frage an Thorsten. Die Spieler jetzt in der Mixzone haben gesagt, sie würden das Spiel möglichst schnell abhaken. Wie tief wird die Analyse jetzt gehen, der Fehler, die ja auch in der zweiten Halbzeit passiert sind, teilweise auch in der ersten möglicherweise? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mit 9 gegen 10 spielst und in München 8-0 verlierst, dann hakst du das halt einfach ab unter Unterzahl und taktisch unkluges Verhalten und Konzentration aufs nächste Spiel. Also. Und wie schnell werdet ihr das Spiel abhaken können? Ganz schnell, weil es am Freitag schon wieder weitergeht gegen Bochum und trotzdem werde ich auch da dabei bleiben. Ich habe es gesagt, wir sind mit Selbstbewusstsein hier hingekommen, werden auch wieder wegfahren mit Selbstbewusstsein. Das ist eben, liegt in der Natur bei mir, in meiner Sache, dass ich die Jungs direkt wieder aufbauen werde. Und es gab diese Momente nochmal in der Überzahlsituation in der ersten Halbzeit, wo du natürlich ein offenes Feld hattest. Thomas hat mit einer Dreierkette gearbeitet, hat diese vielen 1-gegen-1-Situationen hergestellt. Und da ist es einfach so, dass wir dort halt auch einen Unterschied dann auch sehen. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber was ich eben halt auch gesehen habe, da bleibe ich dabei, ich habe in der ersten Halbzeit halt auch eine Mannschaft gesehen, die Probleme bereitet hat. Und das werde ich den Jungs sagen. Und deswegen, die sollen gar nicht so lang trauern. Das gehört dazu. Ich glaube, hier haben einige Mannschaften auch schon mal mit 11 Mann eine Riesenrutsche bekommen. Wir wollen es aber auch nicht schönreden, sondern wir wollen einfach am Freitag weitermachen. Und wir werden mit Sicherheit jetzt eben halt auch, und das ist ganz wichtig, das merkt man jetzt eben, 2 rote Karten, Verletzungen, vielleicht Christoph Klare auch noch. Wir benötigen jetzt auch die Jungs, die heute nicht dabei waren. Und jetzt dürfen wir es alle beweisen. Und und jetzt kommen im VfL Bochum eben eine Mannschaft, wo wir freitagsabends bei uns zu Hause unter Flutlicht auch wieder unseren Worten nachkommen wollen, dass wir eine Berechtigung haben, in dieser ersten Liga zu sein und auch zu bleiben. Ich glaube, wir haben noch 2 Fragen. Bitte hier links oben, ja. Hallo, Vincent Schirpke, Münchner Merkur TZ. Eine Frage an Herrn Tuchel. Joshua Kimmich wird ja gegen Dortmund fehlen. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie ihn ersetzen? Ja, na klar, direkt nach der roten Karte sieht er, ach, komm, scheiß aufs Spiel, ich gucke schon mal, wie ich das gegen Dortmund anstelle. Wollen und können Sie da vielleicht einen Einblick geben? Nee, habe ich mir noch nicht. Ich meine, das ist ja auch erst das übernächste Spiel für uns. Wir haben noch Was ist das für eine Frage wieder? Pokal dazwischen. Das ist natürlich extrem unglücklich, weil Joshua fix Spieler ist von uns und Ja, der spielt immer. Der ist, wenn er nur ein Bein hat und ein Zeh nur noch. Wenn er nur den großen Zeh noch hätte, an einem Bein mal, da wird er trotzdem spielen. Schlüsselspieler in der Mitte des Feldes und ganz natürlich ganz starker Schlüsselspieler ist er bei uns auch. Also wenn wir den nicht hätten, Leute, Junge, also wir würden nicht da stehen, wo wir sind. Derjenige ist, der brennt in diesen Spielen auch zu spielen und einen Stempel aufzudrücken und einen Unterschied zu machen, mitzuhelfen. Ja, haben wir ganz klar gesehen gegen Gala. Zu gewinnen. Das ärgert ihn mit Sicherheit am allermeisten. Aber ja, müssen Lösungen finden. Aber zunächst müssen wir auch nochmal auswärts ran in Saarbrücken. Das ganz klare Ziel ist zu gewinnen und Schritt für Schritt. Letzte Frage, letzte Reihe bitte, ganz oben. Hallo, Niklas Beckmann von Hitradio, Herr Verfahr. Herr Lieberknecht, was sagen Sie zu dieser Szene, dieser Geste von den Fans nach Schlusspfiff? Ist das jetzt noch mal sowas, was die Mannschaft auch irgendwie positiv mitnehmen kann, diesen Trost von den Fans? Also nochmal, das ist ein 8-0 jetzt hier zu analysieren, ist nicht ganz so einfach. Das wissen wir auch. Und trotzdem nehmen wir mit, dass wir in der ersten Halbzeit einfach ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Und wir nehmen aber auch mit, dass wir eben in der ersten Halbzeit in Situationen gekommen sind, die wir besser im Umschaltverhalten schließen können. Das nehmen wir auch mit. Und normalerweise machen wir obligatorisch auch unseren Kreis nach dem Spiel, aber ich habe gemerkt, dass die Fans, unsere Fans eben den wichtigeren Teil hatten heute. Und deswegen habe ich die Jungs dann in die Kurve geschickt und ich glaube, das war sehr wertschätzend, was unsere Fans gemacht haben, weil wir das benötigen eben. Und
wir benötigen den Zuspruch, den haben die Fans uns gezeigt. Und ich glaube auch da, dass das jeder heute dann auch, hoffentlich, ich kann nicht für jeden da in den Kopf reinschauen, aber richtig einordnet, wie das Ergebnis dann halt auch zustande gekommen ist. Dann vielen Dank, schönes Wochenende allerseits. Ja, da denke ich ja doch, wa? Habe ich ja gerade schon mal zu gesagt. Ja, vielleicht kleiner Ausblick. Wie gesagt, normalerweise müsste es so sein, dass Kimmich im Pokal spielen darf, oder? Ich bin mir aber auch nicht sicher. Das ändert sich ja auch alle Jubeljahre irgendwie. Nee, keine Ahnung. Aber so wie ich das weiß, darf er im DFB-Pokal spielen, wenn er in der Bundesliga rote Karte gesehen hat. Ob er das tun wird, ja, also ich würde auf ihn verzichten. Sage ich euch, wie es ist. Ja, wenn du Richtung Dortmund denkst, sollte man dann Pavlovic, Leimer auf diesen Positionen einspielen lassen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es so sein wird oder nicht. Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt zur Spielanalyse. Vielleicht wird Tuchel ja jetzt ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Wir werden es sehen. Ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende, habt einen guten Start in die kommende Woche. Wer Bock hat, Montag 18 Uhr live auf Twitch, dann können wir ein bisschen das Spiel gegen Darmstadt nachbesprechen und ich beantworte eure Fragen, die ihr so habt. Und vielleicht ist ja diesmal ein bisschen positiver nach dem 8-0. In diesem Sinne. Tschüssi.